Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Wenn wir auf die Fokuskarte von Saturas gucken, Saturas gucken natürlich, dann müssen wir dort entlang. So führt es uns jetzt in den Wald rein, wo man uns ganz am Anfang hier immer so gewarnt hat, wir sollen bloß nicht in den Wald reingehen. Da ist es halt richtig heftig, da sei es so übel und die Gegner seien dort so gemein und unbezwingbar. Und wir sehen als allererstes natürlich als Bestätigung von der These eine Mole Rat, die sich uns hier dreisterweise in den Weg stellt. So. Auch die 50 Erfahrungspunkte und die 2 Schweineschlägel nehme ich mit. Das war dann, glaube ich, hier entlang. Das sind noch etliche Scavenger. Ja, komm her, dich nämlich auch noch, du Hinkel. So. Die 200 Erfahrungspunkte insgesamt nehme ich natürlich auch noch mit. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich das nicht machen würde. So, und zack. Egal wie gammelig die Gegner sind, das ist mir gleich. Ich nehme da alles mit, was ich kriegen kann. Okay, apropos Gegner. Ups, es sind schon ein paar Snapper auf mich aufmerksam geworden. Mein Zauber geht anscheinend nicht den Berg hoch. Ich bin offensichtlich zu blöd, um den Berg hoch zu zaubern. Von daher muss das halt leider alles nur auf Ebene stattfinden. So, die nehme ich mal auf jeden Fall wieder mit. Die habe ich auch beim letzten Fokusstell mit dabei gehabt, beim Kloster. Dann glucker ich noch einen Trank. Und dann soll es mal weitergehen. Hallo, Snapperinos, Kuckucks. Aber das ist logisch. Das ist nicht gerade unbedingt die Gegend für A-Fänger. Das kann man ja noch vollziehen, wenn nur so viele Snappers sind. Das schafft man eher nicht so. Das schafft man nur, wenn man durchaus auch Training in Magie oder in Kampf erhalten hat. Und wenn man gescheit die Ausrüstung besitzt. Also gerade A-Fänger, die eigentlich über nichts verfügen, sollte man nicht reinschicken in das Gebiet. Zumal ja auch nicht jeder... Sehr gut. Zumal ja auch nicht jeder verurteilte Verbrecher, den sie jagen, entweder ein ausgebildeter Krieger oder ein Magier ist. Insofern handelt es sich halt häufig auch um irgendwelche einfache arme Schweine, die noch nichts gelernt haben, was Krieg und Überlebenskunst angeht. Und die müssen erstmal aufgepumpt werden. Ja, da steht einer, den wir wieder kennen. Und zwar ist es, eventuell habt ihr ihn erkannt, es ist Diego. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das ein oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Ich habe ja schon mal gesagt, wir kämpfen noch mal gegen einen Troll. Und vorher kämpfen wir aber noch gegen schwarze Goblins. Goblin-Krieger sind es sogar. Aha. Komm her. So. Gut. Die Hände, das muss sogar Streitkolben dabei. Das sind die stärksten Goblins, die es hier im Spiel gibt. Die Goblin-Krieger. Wobei die eigentlich auch nichts anderes sind als schwarze Goblins, die ein bisschen stärker sind. Huch, ist meine Fackel ausgegangen? Nein, meine Fackel ist weg. Nein. Ihr Schweine. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich.
Ja, sehr schön. Also Diego stürmt jetzt schon mal vor, wobei Diego eigentlich besser im Bogen ist. Und glücklicherweise ist Diego auch unsterblich. Steinwurzel, ja, da macht er erstmal die kleine Viecher platt. Einen Trank gibt es ja noch. Tagebuchseite. Und eine Spruchrolle. Gucken wir erstmal die Tagebuchseite an. Lesen das mal ganz gemütlich, während Diego hier am Verrecke ist. Eine stark verwitterte Seite, deren Schrift man kaum noch entziffern kann. Der ehemalige Besitzer scheint ein Trolljäger gewesen zu sein. 169. Tag. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigt keine Wirkung und Pfeile brennen von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Khorinis verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Okay, was ist das dann für eine tolle Spruchrolle? Schauen wir doch gleich mal. Bei Maggi ist es mit dabei. Und es ist... Wo haben wir es dann? Da ist es. Monster schrumpfen. 1000 Erz ist das Ding wert. 5 Mana kostet es nur. Und dann verwendet man den Zauber doch. Gott, ist das... Und der schwebt gerade so ein bisschen, der Troll. Egal. So. Und... er schrumpelt zusammen. Und er schrumpelt immer mehr zusammen. Und jetzt ist er ganz klar und kompakt. War fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Ja, der Troll hat jetzt auch gleich schon mal 2000 Erfahrungspunkte gebracht. Aber, naja, die Trophäen sind halt etwas kläh, ne? So, da haben wir noch ein Trollfell, was wir erbeuten könnten. Später gibt es, glaube ich, auch noch Trollhauer, die wir auch noch rausbrechen können. Das lernen wir dann auch noch. Okay, gut. Den Trolljäger hat es offensichtlich erwischt. Möglicherweise ist es auch derselbe Troll hier, der ihn getötet hat. So, jetzt gibt es noch ein paar ekelhafte Biester, die da drin noch warten. Und die Winde drehen wir auch einfach mal. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Ja, der ist so ein geschickter Dieb hier, Diego. Der hat Fingerfertigkeiten. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Der kann ja sowas. Zack. Jetzt kommen nur noch ein paar andere hässliche Biester, bis auf die Guayquox hier. Ups, Diego, Hilfe! Oh Gott. Ich bin da ziemlich blind in die Sacherei gerannt. Okay, er hat keine Pfeile mehr. Gewitter erleiht. Scheiße, ich habe mir gedacht, dass die mir so viel abziehen. Ach du liebe Zeit. Okay, das war echt ziemlich blind reingestürmt in das Ganze. Boah, Mann. Das war ziemlich blöd von mir. Und er hat keine Pfeile mehr. So, zack. Ja, Diego, sofort. Ich würde erst nochmal ganz gern meine Gesundheit nochmal erhöhen. Und dann würde ich mich ganz gerne mal um den kleinen Krieger hier kümmern. Gott. Das hat zumindest gereicht noch. Sehr schön. Dann gibt es nochmal so einen kleinen Trank. Und es gibt nochmal hier einen Trank. Und dann kommen nämlich jetzt noch andere garstige Biester, gegen die wir noch zu kämpfen haben. Aber ihr seht ja schon, da oben ist schon die Plattform für die Fokussteine. Ja, er hätte jetzt auch nicht einfach so quer rüber rennen können. Der muss jetzt natürlich den Bogen laufen. Ist ja völlig klar. Aber Diego ist so hier sowas wie unser Mentor in der Kolonie. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Gut. Dann mach das mal. Dann speichern wir hier noch einmal. Und... was sind wir da? Höhlenpilze und Sklavenbrot. Na, wo sind denn die garstige Gegner, die ich erwartet habe? Müssten doch auch noch hier sein, oder? Ja, da sind sie. Eine Harpie. Die sind so unglaublich ätzend von ihrer Geräusche. Nee.
3 Harpier sind es. Oh, Alter, wie laut. Gott, wie abartig laut es gerade auf dem Ohr zu hören war. Boah, sind die abartig laut, ohne Scheiß. Also wenn man es über Kopfhörer spielt, ist es echt brutal. Ups, da kommen sie schon. Oh Mann. Ist das pervers. Das Schlimmste ist, ihr liebe Leid, der letzte Fokusstelle sind jede Menge von den Viecher dabei. Da wo ich dann hin muss, da sind eine Menge von den Harpier mit dabei. Scheiß, darin ist Kanonenrohr. Aber ja, kein Wunder, dass beim Troll als Wächter hier niemand an den Fokus aus der Trollschlucht rangekommen ist. Das ist völlig logisch. Du Hämmern. Einer der 5 Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere genutzt wurden. Ja. Fokus aus der Trollschlucht. Einfach eine schöne Bezeichnung, finde ich, hier für das Gebiet. Die Trollschlucht. Ja, der wird dann schon ein bisschen länger gelebt haben, der Troll. Okay, der hat offensichtlich noch ein Harpier platt gemacht. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Okay. Einfach mal so gefroht, kannst du mir was beibringen? Mach's gut. Wobei so Stärke-Upgrade bestimmt auch nicht verkehrt wäre. Aber ja, wir sind jetzt auf Stufe 19, haben noch 40 Lernpunkte im Sack und haben wieder einen Fokusstärk gefunden. Ich finde, das schreit noch... wobei, noch was schreit das dann? Ich muss gerade mal gucken, erstmal bei der Schrift. Da haben wir doch hier die Fokuskarte von Saturas. Genau, da ist noch einer relativ nur am Sumpflager, den ich ja nicht abgegrast habe. Oder? Müsste doch der gewesen sein, ja. Ja, das ist der beim Sumpflager. Das beim Kloster habe ich. Das bei dem Stonehenge habe ich. Den aus der Trollschlucht habe ich. Und den von der Meeresklippe habe ich. Gut, jetzt würde ich sagen, ich teleportiere mich zum Sumpflager und nicht gleich zu der Wassermagier. Dann kriegen die zum Schluss beide Foki. So. Vom Sumpflager aus ist es relativ nah. So, da müsste auch ein bisschen blöd glotzen, wenn auf einmal da einer neben ihm erscheint. Aber hier scheint noch alles beim Alten zu sein. Gut. Geht's hier noch weiter. Und wir müssen von dort aus dann losmarschieren. Müssen wir westlich rum. Aber nicht zum Orkfriedhof. Leicester ist auch nicht da, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und wir haben ja schon vorher in der Dynamik gesehen, das wird euch wahrscheinlich so im Kopf rumgehen. Oder eventuell im Kopf rumgehen, wenn ihr das so seht, wie ich da rumlaufe. Und Leicester ist nicht da. Und deswegen habe ich es auch überhaupt nochmal erst angesprochen. Leicester ist nicht da. Der haben wir ja, ach, wie wir schon gesehen haben, der hat ja auch keine Nachtruhe, der steht Tag und Nacht da am Anfang vom Sumpflager. Da könnt ihr euch vielleicht denken, wenn da jeweils immer Leute aus dem Lager kommen, um uns zu helfen bei unserer Fokussteinsuche, dass Leicester der Letzte ist, der uns bei der Fokussteinsuche hilft. Und die 4 sind Freunde. Also Milton, Gorn, Diego und Leicester. Das sind Freunde. Und jeder hat so ein bisschen einen anderen Weg, den er gegangen ist. Der Gorn ist ein ziemlich guter Söldner und Kämpfer. Der Diego ist eher so ein geschickter, fingerfertiger Dieb, der auch ein guter Fernkämpfer ist. Milton ist der Magier und Leicester ist eher so ein, ja, Allrounder, würde ich sagen. Ein bisschen Magie kann er auch. Er ist auch in der Lage, im Nahkampf zu bestehen. Also er ist so ein bisschen was von allem. So, jetzt mag ich aber gerade nochmal gucken. Ja, ich bin hier nach wie vor richtig in dem Gebiet. Muss ich da wieder Richtung altes Kastell hochgehen, wo wir auch das Chromanin-Buch, das 2. gefunden haben. Zum Glück sind es nur normale Waraner und keine Feuerwaraner.
Aber schade, dass sich alle bis auf Enna schon so bereit erklären, abgeschlachtet zu werden. Da hat anscheinend nur Enna was Wichtiges noch zu tun gehabt, hinne. Ja, irgendwelche Varan-Sachen halt zu tun gehabt. Gut. Gut, du Varan. Du Wichtiger. Dann komm mal her. So. Wir könnten theoretisch auch ihm den Fokus von der Meeresklippe geben. Oh ne, es ging nicht. Huch. Hier muss noch irgendwo einer sein. Aber ich habe keine Ahnung, wo der gerade steckt. Vielleicht in die Textur verschwunden. Manchmal passiert es, wenn es so bergauf geht, dass die Leute in der Textur verschwinden. Das ist ein bisschen ranzig, aber so war das halt früher. Da kommen wieder so Bluthunde. Hallo, du hässliches Kackvieh. 220 bringen die an Erfahrungspunkte. Gut. Oh, noch so hässliches Kackvieh. Gut, der andere reagiert auch schon auf mich. Der kommt jetzt schon arg watschelt. Ist der hässlich. Der andere Hine kommt auch schon arg gelatscht. Reicht immer gerade so, um unsere Waffe zu ziehen und Vorgänger noch zu plündern. Beziehungsweise zu flattern. Puh. Ja, da ging es dann wieder Richtung Altes Kastell. Bin ich gerade so auf der... Ups. Bin ich gerade so auf der Fokuskarte guck. Genau, das ist der Weg Richtung Altes Kastell. Ja, hätte ich damals auch gehen können, den Weg, als ich frisch fertig war. Ups. Scheiße. Ja, das war jetzt nicht so klug, glaube ich. Zumal die Viecher noch wirklich Schade machen können bei mir. Uah. Komm schon. Gut, einer ist tot wieder. Puh. Ja, so einfach sind die Biester dann auch nicht. Und sie können auch Schadenspunkte bei mir, Schade bei mir machen, nicht Schadenspunkte. Sie können auf jeden Fall Schade bei mir verursachen. Das ist schon nicht so schön. Gut. Da hinten haben wir noch einer. Gut, das reicht danach wieder, um den zu knacken. Okay. Mondschatten und da ist die Brücke, wie gesagt. Da geht's dann rüber zum Alten Kastell. Aber da haben wir auch noch eine Höhle. Die will ich mir natürlich unbedingt auch noch angucken, die Höhle. Ich glaube, in Gothic 2 ist das Gebiet auch noch wichtig. So, zack. Und eine Amphore, eine Fackel, eine Spruchrolle, irgendein Feuerball wird es wahrscheinlich sein. Und Elixier magische Energie und ein Orkhammer. Schaden 50 und benötigt Stärke 22. Das können wir schwingen. Und Schade 50 ist eigentlich auch ziemlich gut. Gerade mal gucken, wie viel unser jetzige Waffe an Schade macht. Ja, das sind diese fette Dinger. 48. Ja, und der ist winzig klein, der Orkhammer. Das sagt schon einiges aus über die Orks, ne? Orks mit kleinen Hämmer und so. Ja, das Ding ist nicht gerade besonders klein. Nee, das ist wirklich nicht so besonders groß, das Teil. Aber entscheidend ist ja nicht, wie groß das ist, sondern wie effizient das ist. Richtig. Ach ja. Falls ich weibliche Zuschauer habe, ihr kennt den Spruch bestimmt schon von etlichen Männern, ne? Kommt nicht auf die Größe des Hammers an, sondern wie er funktioniert. Ach ja. Und... Moment. Muss ich nicht Lester hier irgendwo treffen? Aber ich denke, ich habe auch weibliche Zuschauer. Ich weiß es auf jeden Fall davon einiger, die mich abonnierten und die mir zugucken. Aber ich weiß nicht, wie viel Stammpublikum ich so habe. Aber die meisten, die Gothic hier gucken, dürften eigentlich männliches Stammpublikum sein. Wenn ich mich irre, meldet euch selbstverständlich. Absolut kein Thema. Also Lester finde ich hier auch nicht. Ja, da muss ich mit dem Orkhammer durch. Okay, dann ist Lester erst hinter dem Steingolem zu finden. Na gut. Ja, wie gesagt, ihr dürft euch selbstverständlich in die Kommentare sehr gern melden, wenn ich mich geirrt habe. Und wenn ich auch hier für Gothic
weibliche Stammzuschauer habe. Aber ich glaube, die meisten, die es wirklich gucken, sind tatsächlich Männer. Weil viele Männer halt Gothic auch früher als Buwe gespielt haben. Ist auch so ein typisches Jungsspiel, finde ich irgendwie. Also, es würde mich jetzt echt überraschen. Ich bin wirklich nicht sexistisch, echt nicht. Es würde mich nur tierisch überraschen, wenn viele Frauen damals Gothic gespielt hätten. Zumindest der Enzer. Der Zweier wurde dann auch im breiten Publikum eher so bekannt. Aber ich glaube, Gothic war so wirklich so typisches Jungsspiel, was viele Buwe früher gespielt haben. Und natürlich auch Frauen, selbstverständlich. Aber ich meine, der überwiegende Anteil an Spieler für Gothic werden wahrscheinlich Männer gewesen sein. So, du, komm mal her, du hässlicher Brückengolem. So, das war's mit dem. Dafür brauchen wir halt die Waffe. Und jetzt ist der Hammer auch weg gewesen, oder? Der ist jetzt auch kaputt. Tatsächlich. Der ist jetzt auch tatsächlich kaputt gegangen. Na gut, wir haben hier noch einen Todbringer. So. Dann geht's dort hier entlang zu Lester. So, Rabenkraut gibt es hier noch und Seraphis. Ich würde sagen, noch hoch, noch oben können wir auf jeden Fall noch gehen. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Ja, Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. dann frage ich hier Wie nochmal. bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Okay. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Das stimmt allerdings. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Also auch wenn es normalerweise hoffnungslos erscheint, hier aus der Barriere und so weiter rauszukommen, ist schon cool die Vorstellung, dass man hier, wenn die Barriere mal wirklich kaputt ist, dass man hier das Land wieder in Besitz nehmen kann. Und wenn man der Lehnsherr von dem Gebiet ist natürlich ziemlich geil. Außerdem ist die Festung hier ziemlich ordentlich, an einem ordentlichen Platz erbaut. Man braucht ewig, um hier hochzukarren. Das heißt, wenn hier gegnerische Scharen anrücken, kann man hier gut dicht machen. Und ansonsten, wenn man da auch in der Burg residiert, ist schon ziemlich geil. Es liegt halt ein bisschen abseits. Es ist leider keine Stadt oder ähnliches davor, sondern wirklich einfach nur eine Burg. Aber dafür an einem schönen Platz, auch noch an einem Fluss mit Wasserfall. Ja, da hat man auf jeden Fall Glück bei der Position hier. Ist schon ein schönes Stück. Okay, da kommt die Scheiße wieder. Muss das dann immer so laut sein? Ups, na du Lester. Komm wieder her, du Feigling auf Flügeln. Lach nicht so saublöd. Ne. Jetzt steht da noch Lester schön davor. Nee, das kriegen wir so nicht geknackt. Gott. Okay, Lester greift uns zum Glück an, nicht Ardo dafür. Da gibt es andere, die sind wesentlich übler drauf. Aber Lester weiß ja, wie es gemeint ist. Außerdem ist er wieder so ein unsterblicher Verbündeter. Von daher ist das schon in Ordnung so. Okay. Ja, das sind wieder ein paar Knie. Hicks.
Mistviecher blöder. Da hätten sie nicht mal irgendwas bei sich, was man flattern kann. Aber er hat auch wieder einen coolen Tipp. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Ja, aber dafür haben wir dann auch später auf jeden Fall eine Lösung parat. So, nochmal Tränke süffeln. Und hier noch, jetzt haben wir es hier, 4:58 Uhr morgens. Gerade wo ich sage, kommt die Sonne raus. Ja, 2 Ork-Statuen sind hier. Und ich würde sagen, die hässliche Gnier Hihihix mache ich jetzt auch noch fertig. Und noch ein Level dafür kriegt. Perfekt. Das ist doch optimal. So, dann ist es doch hier der ideale Punkt, um noch ein bisschen was zu essen. Ich meine, er hat bestimmt auch schon ewig nichts mehr zu essen gehabt hier. Nehmen wir erstmal ein bisschen Fleisch, 2 Stücke. Dann isst dann mal ein bisschen Brot, bevor es schimmelt. Und gönn da mal ein Bier. So. Schäde bei die Bär wegknicke bei jedem Schluck. In 2 Schlücke abgebummt. Und dann ich doch echt sagen, das ist doch perfekt geeignet hier, um einen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig, wo wir den letzten Fokusstein an uns nehmen werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.